Zum Wissen, wer du bist, musst du zuerst wissen, von wo du kommst. Alle Kawasaki-Fahrer haben irgendwo angefangen. Was ist die Vergangenheit? Von wo kommt die Evolution? Vor über 40 Jahren haben sich Leute getroffen und haben Wettrennen gemacht. Haben sich einen ganz normalen TÜV gekauft und haben ihn so umgebaut, dass die Drag Race machen können. Weißt du, was ein Drag Race ist? Es war ein Wettrennen 1 gegen 1. Der schnellste ist der geschwindeste. Und von dort, meine Freunde, ist die Cafe Race entstanden. Cafe Race Bikes sind modifizierte Bikes, um Wettrennen. Im Jahr 1970 ist eine Marke gekommen, die alles abgeräumt hat. Kawasaki. Die beste hat sich Z1 genannt. 4-Zylinder-Motor in Linie und die hat einfach alles weggeräumt. Es ist der TÜV, der 1971 Eddie Lawson berühmt gemacht hat. Ihm hat man erkannt mit seinen grünen TÜV und weißen Linien. Die Legende ist langsam zur Geschichte geworden. 50 Jahre haben wir müssen warten. 50 lange Jahre haben wir müssen warten. 50 Jahre später ist sie wieder zurück. Ja, meine lieben Zuschauer, ich rede von der Kawasaki Z900 RS. Ich hoffe, es war nicht so dramatisch, aber ich habe das Gefühl, das hätte etwas Legendäres sein. Das ist nicht ein neues Format. Ich habe leider meine Selfie-Kamera vergessen und ich habe es erst gemerkt, als wir in Brünig sind. Ja. Was kann ich über den TÜV sagen? Z900 RS. RS steht für Retrosport und ich muss sagen, die Maschine ist einfach unglaublich. Es kann sein, dass dir die Cafe Racer nicht gefallen. Es kann sein, dass dir die Farbe nicht gefällt. Es kann sein, dass der Vorderteil nicht schön ist. Ja, aber die Tatsache, dass die Maschine so gut ist, hat verschiedene Gründe. Sie behalten die 4-Zylinder-Motor in Linie wie seine Vorgängerin. Der Motor ist brutal. Oh. Er hat sehr viel Charakter und es macht wirklich unglaublich viel Spaß mit ihr zu fahren. 111 Pferde, die miteinander galoppieren, um einen krass geilen Sound herauszugeben. Der grösste Unterschied, den ich gemerkt habe, ist, dass der Sound nicht vom Auspuff rauskommt, sondern vom Motor selber. Jeder einzelne Teil, den der TÜV hat einen Grund. Die Farbauswahl, die weißen Streifen. Wieso hat sie so einen tropfenförmigen Tank? Hinten dran haben sie praktisch nichts geändert, äußerlich. Sie ist nicht nur eine neue Cafe Race, sondern sie bleibt sich sehr treu an das, was sie mal war. Trotzdem beinhaltet sie die beste Technologie, die die Z900 hat. Das heisst, sie hat die Retro-Aspekte, die jedem gefällt, weil es ist wirklich ein ganz hübscher TÜV. Und auch die neueste Elektronik, ABS vorne und hinten, Traktionskontrolle Stufe 1 und 2, wenn es trocken ist und wenn es nass ist. Weil sie auch unglaublich stark ist und so viel Kraft hat, hat sie auch sehr, sehr gute Bremsen. Ich muss mich daran gewöhnen, wirklich mit einem Finger zu bremsen, weil die Bremsen sind wirklich, wirklich picobello. Beim Dacho ist es auch nicht viel anders. Kilometer pro Stunde ist analog und RPM sind analog. Und in der Mitte hat es einen ganz hübschen und eleganten LCD mit allen Infos. Ganganzeiger, Kilometeranzeiger, Trip A, Trip B, wie viele Kilometer kannst du noch fahren, wie viel hast du noch verbraucht. All die Basic-Daten, die du eigentlich bei jedem TÜV solltest haben. Der Lenker im ersten Eindruck sagst, wow, der ist aber richtig lang, die ist richtig breit. Aber ich muss euch sagen, sobald ihr auf dem TÜV sind, der sitzt richtig gut. Du hast eine ganz gerade Position, sehr eine bequeme Position zum Fahren. Für das, dass sie eine Cafe Race ist, normalerweise Cafe Race, musst du wirklich so gegen vorne hocken.
Bei der kannst du wirklich schön gerade fahren. Und der breite Lenkrad macht, dass der TÜV sehr agil ist, sehr präzise in den Kurven. Das gibt dir nicht nur Zuverlässigkeit, sondern du fühlst dich auch sicherer zum Fahren und gewöhnst einen Haufen Vertrauen beim Fahren. Bei der linken Seite vom Lenkrad kannst du den LCD bedienen mit den wichtigsten Infos. Klar, hinten dran könnte man einen kurzen Heck anmachen, einen anderen Auspuff, vielleicht andere Blinker oder die Rückspiegel. Aber es ist nicht ein Muss. Ich meine, es gibt Bikes, wo wirklich sagst, wow, das muss sofort weg. Aber bei dem TÜV, es ist eigentlich alles gut, so wie es gemacht ist. Weil so bleibt sie originell, so bleibt sich treu an dem TÜV, wo sie damals war. Ganz grosser Improve an der Federung, sie benutzt die Upside-Down-Federung. Alles ist schön fest, alles ist schön sicher. Für mein Gewicht und für die Leute, die auch so voluminös sind, Einstellungen von der Federung sind perfekt. Endlich mal kommen alle neuen Bikes mit LED, die gehen wirklich nie kaputt. Und man sieht sie recht schön und von weitem. Man braucht nichts mehr. Was ich nicht gut gefunden habe an diesem TÜV, ist nichts. Und bevor ihr etwas sagt, sie ist kein Rennvelo, sie ist kein Renn-TÜV, sie ist kein Gelände-TÜV, sie ist kein Scooter, sie ist ein Coffee Race. Was ich damit sagen will, ist, wie ich schon einmal in einem Vlog erwähnt habe, von der Kategorie Coffee Race. Das ist eine unglaubliche Maschine und sie steht wirklich in der besten 3 platziert. Weil sie ist sich treu, es ist keine futuristische Retro, sondern sie ist ein Retro-TÜV gewesen und jetzt ist sie neu geworden. Was ich damit sagen will, ist, zum Beispiel, ich finde cool, dass Coffee Races 2 Zylinder haben, weil das gehört irgendwie dazu. Die Art, wo du mit einem 2 Zylinder fährst, dass sie so zickig ist, gehört dazu. Aber wenn der TÜV nur 2 Zylinder hätte, wäre sie nicht mehr sich selber treu. Darum denke ich, so wie sie ist richtig so. Was ich toll finde an dem TÜV und schade halt für die anderen, die es nicht so machen, die Leute, die den TÜV gemacht haben, die Leute, die den TÜV gebaut haben, haben gewusst, dass der Motor sichtbar ist. Und haben es extra wunderschön dekoriert mit diesen grauen Streifen. Jetzt mittlerweile alle neuen Bikes, die naked sind, der Motor ist einfach so. Glatt, flach. Es sind eben die kleinen Details, die der TÜV so speziell macht. Ich glaube, das war ziemlich viel alles gewesen. Es hat mir wirklich mega gefallen. Ich finde es fast schon schade, dass ich sie zurückbringen muss. Danke vielmals Kawasaki Schweiz für die Unterstützung und dass ich mehrere Bikes von euch testfahren kann. Und merci vielmals all die Leute, die mich mit Likes und Kommentaren supporten. Danke vielmals, dass ihr da seid. Danke vielmals, dass ihr mich aushaltet. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.